Dit is de Brig Radio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario. In de nächsten 20 Minuten haben wir weiter Onse Jeschicht. Diese Geschichte wird angefertigt von George Rampel. George Rampel ist selbst in Mexiko geboren, ist abgewachsen, hat jahrelang gedient als Schullehrer, dann hat Jahren in Manitoba gewohnt und auch Jahren hier in Elmer, Ontario, wo in der MCC mit Dokumenten schafft für Mennoniten, die vom Süden nach Kanada trocken, zu helfen. Das ist wohl das erste Mal, dass einer von unseren Menschen unsere Geschichte studiert in Abschrift. Ich bin Hein Rampel und ich wünsche Ihnen einen guten Empfang. Onse Jeschicht Nummer 29. Ditmal vertellen wir uns nach Maya von dem Entstehen von der ersten mennonitischen Tochterkolonie in Chihuahua, Mexiko, und dann von den großen Schwierigkeiten mit der Wasserknappheit auf dieser Siedlung. Für die Manitoba- und Swiftkern-Kolonien hatten die Mennoniten mal sozusagen bloß Grasland gekauft, ohne Wald und ohne Boy. Aber dat auch de Jaguarland mussten sie mit großen Flecken Ekenwaldland und mit viel Boy topchecken. Dort wir aber ein Serien. Nicht nur für die Lied, die dort Land besiedelten, aber auch für viel Lied auf die Mutterkolonien. Dann alle mennonitische Familien auf die Mutterkolonien brauchten noch Haltovers zum Backen und zum am Winter härten. Und das brennt halt wir in ihrer Gegend all dier geworden und auch ein bisschen knapp. Die neue Siedler können Brennholz für gute Preisen verkaufen, wenn sie ihren Ekenwald uitbrachten en Ackersland davon mögen. En mitgekaufte Boy wären, besonders an der Ostsiede, viel Fichtenbäume zum Bühalt mögen. Von der ganz ersten Lied, die ab der Nordkolonien abtrocken, kauften viele ihre Dachbreder wie Althändler auf die Mutterkolonien und nehmen die mit noch ihre Büstät auf die neue Siedlung. Da holten sie sich dann aus ihrem Fichtenwald lange Dämme beim Stamm und brauchten die aus Dachboltjes, büten sich einen Stall und wohnten ab vererst an dem Port vom Stall, wo Lothar ihre Futterschienen senden soll. Für ihren weiteren Bühen leiten die meisten Siedler sich da auf ihre Kolonie dort Bühalt merken. Abraham Penner wohnt in Silbertal, Nummer 68. Penner hat eine gute Säumehl und schneidet Bühalt für die Kolonisten auf der Nordkolonie. Aus der dicksten Fichtenbaum an der ersten Seite von der Ostboy zu Bühalt verschnitten wären, dann stahl Penner seine Säumehl auf der Hinterseite von den Kolonisten ihre Boy ab und schneidet dort Bühalt für die Siedler. Von dieser Schneidmehlarbeit sind Bilder an den Buch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko auf die Sieden 252 und 253. Da werden auch noch andere Büros auf der Nordkolonie, die auf ihrem Hof kleine Säumehlen hatten, manchmal selbst gemerkt, und für sich selbst und für andere Bühaltmöken von Baumstamm, die die Lied sich aus ihrem Fichtenwald holten. Als zum Beispiel die Lichtfelder Nummer 67 ihre Schule und ihre große Kirchbüden, dann wären junge mennonitische Büros mal wieder sehr praktisch. Sie holten sich den Baumstamm aus ihrem Fichtenwald an der Ostseite von ihrer Kolonie, leiten die dort zu Bohlen und Breder verschnitten, von einem Bühr, der eine Schnittmehl hat, und hatten dann mehr als genug Bühalt zum Schul- und Kirchbühren. Die Büros täten all diese Arbeit umsonst, so ist das gewöhnlich wird, und Schul und Kirch wären schön fertig und hatten sehr wenig Geld gekostet. Auf diesem Ufer de la Yegua Land, auf der Nordkolonie, wohnten im Fahrjahr 1946 all viele Familien. Da wären hier und da auch gute Springbarms, die viel gutes Wasser lieferten. Aber im Fahrjahr fangen diese Barms immer an viel weniger Wasser zu liefern. Einige Siedler versuchten, diese Wasserbarms zu steigern, aber das scheint so, als wenn da keine Wasserlehren zu finden wären. Mit einmal im August 1946 trafen zwei Wallenbrüder, Peter Wahl und Johann Wahl, im Dorf
Nordtal Nummer 65, eine gute Waterleo, die im sogenannten Barmsteiten. Aber das wir noch lang die einzige diepe Waterbarm auf dieser neuen Siedlung. Die Wallenbreider verkauften das Lied von ihrem Water, aber für viele Siedler wird dort eigentlich zu wie zuvor bei dem Dorf Nummer 65. Und solange aus den Springbarms genug Water leiberten, holten die Siedler ihr Water von dort umsonst. Aber wie die meisten Siedler in den ersten Jahren ganz von ihren wenigen Springbarms abhängig wären, war das Water in diese Barms jeder Fahrjahr immer noch knapper. Und dann kamen die Lied von weit und breit wie die Wallenbreider nur Water. Ihre Pump muss Tag und Nacht pumpen und kann doch nicht genug Water liefern für allen. Viel Water muss noch von viel wieder aufgeholt werden. Viele Bürger kriegen im Fahrjahr 6 Donen aus Water nach Hus holen für ihre Pferde, Rinder und Hüsgebrauch. Lothar noch mal mehr von dieser beständig rater wordende Waterknappheit. Mit der Zeit, noch viele Jahre aber hat man auch auf dieser Kolonie genug Water gefangen, vor allem zum Brücken. Der Anfang war auf der Nordkolonie lang nicht in alle Dörfer blicken schwor. Der wir auch verlang nicht alle Lied oder Familien blicken schwor. So eine Lied, die von armen Familien kamen, denen ihre Eltern an nicht viel Wort mithalten können, die fangen ihren Anfang durch sehr schwor. Andere Lied, die von Tüß mehr Mithalt kriegen und dadurch auch mehr Kredit haben, fangen meist kurz an, mittelmäßig gut zu büren. Aber meist kurz am Anfang kamen eine Reihe von sehr 3 Jahren in Chihuahua, 1950 bis 53. Die merken die meiste Lied den Anfang auf der Nordkolonie sehr schwer. Dann waren dort so wenig regend, dann liefern die Springbarms auch noch viel weniger Water. In Lichtfeld Nummer 67 wohnten, zoals in all die anderen Dörfer auf der Nordkolonie, meistens junge Lied, die von verschiedenen Dörfern auf der Mutterkolonien getrokken werden. Diese jungen Männer werden aber sehr mutige Männer, die auch manchmal verstanden viel Spaß zu merken. Ich will nicht viel Einzelheiten von ihren Spaßjes oder praktische Witze oder Jokes vertalen, aber einen von ihren Witzen will ich hier mitteilen. Mehrere junge Männer, die von Scheinwees und von Blumenurt nach Campus 67 getrokken werden in der Lichtfeldsche Kirchen singen. Und die verstanden kreierlich zusammen einer zum anderen, auch sogar in der Kirche, beim Singen. Die ging dort sehr gut, wenn sie dort für den Sänger, der das Lied ansehen und aufsingen soll, nochmal schwindend beten, Spaßje zu merken, am dort anfangen so ein bisschen schwer zu merken. Einen Sonntag, Marien, hat den einen Sänger dort also schrotz, beim Lied ansehen. Er sagt ganz kurz und klar, wie schön leuchtet der Morgenstern, 963. Dann kickt sie den Sänger nober nur Arm und sagt, aber Jung, das ist ja meist 1000. Ich glaube, ich kann dort von der alle noch meist seinen, wo schmüstrig und stuckrig diese junge Sänger das Lied singen und jahren sie nach Marien. Die Jahre 1950, 51, 52 und 53 werden sehr dreige Jahre in Chihuahua, buitengewöhnlich dreige, besonders in den Mutterkolonien. Die meisten Lied ihrer Abenden werden durch so klein, dass sie nicht genug Futter haben für ihre Pferde und Rinder. Aber dort auch die Land wird frisch und der Regenfall wird durch auf Städten im Bett Meier, sodass viele Bürger dort in einige Nordkolonie darüber mittelmäßig gute Abenden kriegen. Einige kriegen sogar sehr gute Abenden. Das heißt, wo die Himmel nicht alles durchgeschlagen hat. Ich erinnere mich noch daran, dass viele Bürger von der Manitoba-Kolonie sich 1953 die Nordkolonie ihre Hoberstrohhüpes kauften, anpassten und Hüsvierden um ihre Pferde und Rinder fordern. In diese buitengewöhnlich 3 Jahren verkauften viele Bürger Wort von ihrer Malche und kauften Futter für ihre ewige. Und auch viel große Schmucke Pferde wurden verkauft, für was die Lied kriegen können. Meistens wurden diese Pferde gekauft von Futtermehl Eigentümer zum manchem Heinerfutter merken. Wie meine frühen Eck, wir 1953 noch ganz junge Lied, wir hatten noch mal 2 Malche und wir mussten auch eine Kuh verkaufen, für die andere Kuh Futter kaufen zu können. Für unsere 2 Pferde kauften wir
angeprastet Krut mangt de Mexikaner am Westen, hängen dabei, zoals wie dat nannten, grote Fläche Krut gekauft und angeprast hat, zum Verkaufen. Dat Futter wir so sehr knapp, die Lied kauften, was sie kaufen können, am Europäer den Rinder durchschlappen zu können, zoals wie dat damals nannten. Viele mennonitische Bürger hadden bei die Drehen anfangs 1950er Jahren noch keine Traktors gekauft. Sie hadden bei da immer noch dafür gesorgt, dass sie genug große, starke Arbeitspier haben. Aber weil sie ihre große Arbeitspier sehr viel gute Futter brauchten, wenn die ihren Acker sollen bestellen können, und das Futter aber sehr knapp in die wird, dann stunden immer mehr Bürger ihre Arbeitspier auf und kauften auch billige Traktors auf alle 3 Kolonien. Während die 3 knappe Jahren ging die Modernisierung bei den Mennoniten in Mexiko trotz der Geldknappheit sehr bosig. In wenigen Jahren wird keine Landarbeit mehr mit der schmacken Arbeitspier getan. Alles deed man mit Traktors. Die erste Hälfte von 1950er Jahren brachten noch weiter sehr viel mehr Armut mit sich, manche Mennoniten in Mexiko. Sodass von einem mehr Siedlungslandschaften überhaupt nicht viel was geredet wird in diesen Jahren. Aber jeder Jahr befrieden sich noch immer mehr junge Lied. Und willst du keine Möglichkeit wie für all diese junge Lied zu Land zu kommen, wohnten jung befriedete Lied meistens bei den Eltern auf ihrem Hof. Manchmal mehr als ein paar. In diesen 3 Jahren fuhren auch noch weiter viel mehr junge Familien entweder in den USA oder in Kanada Geld verdienen. In diesen Jahren fangen auch Bürger an, nach Manitoba oder nach Süd-Ontario zu tragen. Nu erstmal war eine Frau. Wo kam das bei uns da, dass einige von unseren Lied mit einmal hinter dem Norden wohnten? Na, das kam so. Wenn die Mennoniten auf der Mutterkolonie zum Beispiel davon vertalten, wer nur die Nordkolonie getroffen wird, dann sehen viele von unseren Lied von Anfang an einfach bloß, die in der Lied sind, nur im Norden getroffen. Und ein bisschen later, wenn wir wohl auf der Nordkolonie wem besuchen fahren, dann sieht man meistens nicht, wir wollen fahren unsere Geschwister auf der Nordkolonie besuchen, aber wir wollen unsere Geschwister am Norden besuchen fahren, und so weiter. Als dann 15 Jahre later dort Santa Rita Land und angrenzend ist an dem nordenden Eng von dieser sogenannten Nordkolonie gekauft und besiedelt wird, dann wird das Gebrauch vom Norden ein bisschen verhängnisvoll. Besonders für Kinder und für solche Leute, die sich geografisch nicht gut orientieren können. Solche Leute vertalten dann Völker davon, dass die in die Lied hinter dem Norden getroffen werden. Oder dort wer hinter dem Norden wem besuchen gefahren wird und so weiter. Na, wir wissen nu überall alle, dass keiner hinter dem Norden wohnt oder wohnen kann. Wir wissen sogar alle, dass wenn einer von uns kriegt auf dem Nordpol sein einräumiges Hüschen haben würde, und ein Fensterchen an jeder ein von seinen Feuerwehren, dann konnte er durch jeder Fensterchen bloß am Süden hineinchecken. Nicht so? Die erste Hälfte 1950er Jahren verursachten dort auch, dass die Kolonisten auf den mennonitischen Mutterkolonien in Chihuahua anfangen mit Bewässerungsbarms merken. Da waren damals all viele Leute, die da in ihre Hausgärten so viel als möglich erwartengemäß wurden, aber nachdem diese 3 Jahre kamen, hatten wenige mennonitische Bürger in Chihuahua mit Bewässerung versucht, ihrem Farmland Ernten aufzugewinnen. Oh, da wir hier und da mal ein Bürger, der sich all am Kleinen mit Bewässerung beschäftigt hat,
Aber meistens wären die Lied nicht interessiert an mit Bewässerung zu wirtschaften. Aber Ende 1950, bitte gewöhnlich 3 Jahren, haben viele Bürger al gut beobachtet, was die wenige Bewässerungsbarms, die manche Mennoniten in Chihuahua existierten, alle tun können. Dadurch haben sich immer mehr Bürger überzeugt, dass Bewässerung sich lohnt im Drehenbustiers-Tal. Viele andere lebten für die 3 Jahren, in die 3 Jahren und nach die 3 Jahren, dass wenn man mit Bewässerung formen will, dann soll man dort in eine Gegend hineintragen, die mehr für Bewässerung geeignet wird, wo dort warmer wird. Jakob M. Wieb, Neurheinland, wie auch einer von seinen Bürgern, die da in der Meinung war, dass mit Bewässerung formen in eine schönere Gegend getan werden muss. Dawein sagt er all 1949 herum noch Fläche von guten Siedlungsländern und schönere Gegenden. Yermo Durango. Wer ist damit bekannt, dass dicht bei dem kleinen Städtje Yermo im Estado Durango mal eine mennonitische Siedlung am entstanden war? Das sogenannte Saltillo-Land, dicht bei Agua Nueva in Coahuila, soll 1944 mal die erste mennonitische Tochterkolonie werden. Aber davon, so als wir all gesagt haben, wird mal nicht. Das Land von dem Ojo de la Yegua Rancho wird dann nur die erste mennonitische Tochterkolonie. Wie es dort wurde ab der erste mennonitische Tochterkolonie, die sogenannte Nordkolonie, so sehr deep wir und so sehr knapp wir, wollen da lang nicht alle junge landlose Lied handtragen. Und wenn die alle dahin gewollt haben, dann wird das Fleck Land auch lang nicht groß genug gewesen. Ab den Mennoniten ihre Kolonien in Chihuahua bleiben noch einmal viele, sehr viele junge Lied landlos, als ihre erste Tochterkolonie, wo sich besiedelt worden war. Die 48.000 Acker große Rancho, Ojo de la Yegua, oder das Land wird von den 2 kolonischen Gemeinden, von der Manitoba-Kolonie und von der Swift-Grand-Kolonie, für die erste Tochterkolonie, die Nordkolonie, Lot im Herbst 1944 gekauft worden wir, die wären in sehr kurzer Zeit alle abgekauft worden. Das hat wohl den beständigen Mangel an mehr Siedlungsland für junge Lied ein bisschen kleiner gemerkt, aber sehr lang nicht geleistet. Da fehlt dort von Fuß an noch an viel mehr Siedlungsland. Aber so weit für das Mal. Nächstes Mal fangen wir an zu vertalen von wo Jakob M. Wieb von Neurheinland all 1949 anfängt, nur Siedlungsland ranzusägen, um mit Bewässerung zu formen. Und von wo durch diese Arbeit die Yermo Durango mal soll die zweite mennonitische Kolonie werden. But nächstes Mal. That's George Remmer.